Hello, name's Toma. Nice to meet you and welcome to the farm. We're the largest distributor of bloom sacks in the entire world. My old man was always proud of that. Rest his soul. Hoping my daughter, Ceilie's her name, hoping she'll take it up after me. After attending university, of course. No way she'd miss out on the adventures offered by the academy. Insofern dann, ein schlauer Vater lässt seine Tochter mal erstmal studieren, gar nicht mal so dumm. Insofern dann halt, guten Morgen, guten Tag, guten Abend, ihr Leid. Weiter geht's mit Eastshade. Wir sind hier beim Thomas. Der hat Adler. Ein Greifvogel. Ja, okay, das war ein dummer Wortspiel, okay. Nichtsdestotrotz machen wir weiter. Es wäre ein gutes I Erbe. just love this old farm. My dad built it from Schließt the du nicht ground aus, up. dass der Anna wägt, dass I'd du hate selber... to be the last one to make use of it. Well, better get back to it. I was just taking inventory of our stores. Seems like we're missing quite a few veggies, and I've been finding apple cores everywhere. Gerne. I've never heard of an animal that just leaves behind the core. And Celie hates apples, so it's not her. You let me know if you see anyone sneaking around with a bushel of fruit, alright? Nice chatting. See you. Thomas Äpfel. So. So, was ist denn das da? Ein Hinkele. Okay, ich will mich jetzt nicht hinter dem da hintricken. Ich habe aber gesehen, da sitzt doch... Ja, genau, da sitzt jemand. Bist du Silly? Are you silly? Oh, the sunlight glitters brightly off the golden sandy shore, and the moonlight twinkles upon the waves till the sun comes out once more. Hey, you ever been to the sea? Ja. Ah, gosh, is that right? That's a dream of mine. My dad's cousin, Clara, is a magnificent captain of the seas, traveled north and south and all around. I'm going to study at the University of Nava and try to join the academy. I've been training for weeks. Nun, die hat einen I've schönen been there Campus. so many times, but I can't wait to live there, in the bustle of Nava with so many shops and people my age. My dad loves the farm, and I do too. But the sea, just thinking of it makes me want to sing forever. Och nö, muss jetzt Maybe nicht I singen. could grow the company. Find a new port to export our crops. You never know. By the way, can I get you a tea? You must be parched. Let's see. I've got Bloomsack or Mountainwort. Blütenbeutel bitte. Dankeschön. Blütenbeutel-Tee. So, wir gucken uns jetzt hier noch ein bisschen um. Kann ich die doch alle klauen? Nee, kann gar keins klauen. Auch nicht schlecht. Komme ich auch nicht in Versuchung. Was ist denn da oben? Steht da wieder, da ist das wieder so blödes Holz. Oh, hübsch hier. Oh, geht's schon weiter. Ja, dann, ist schon so spät. Oh ja, 18:30 Uhr. Ich muss hier so langsam mal gucken, wo ich pennen kann. Aber irgendwie finde ich hier nichts. Lass mich mal kurz in der Heisel nennen, danke. Okay. Dann lass mich halt nicht in der Heisel nennen. Dann klaue ich da halt. Ja, habe ich natürlich schon die Kätze geklaut. Ja, dann, guten Tag, ihr Leid. Tschüss, Mensch. Dann gehen wir halt weiter. So. Gucke uns noch ein bisschen um. So. Wo könnte vielleicht was sein? Also wenn ich ein Haus wäre. Wie denn du? Ah, tatsächlich, das ist so ein Appelding. Wir verfolgen die Spur des Äpfelklauers. Wenn ich ein Haus wäre, würde ich auch auf dem Bär stehen. Das wollte ich eigentlich gesagt haben. So. Apfel. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich gerade schiefer Hals kriege.
Apfel, 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 Apfel. Apfel. Klaut dann dort die Äpfel. Boah, das ist bestimmt der Opa. Der Opa da oben in der Nase Pfütze. Quatsch. Wie heißt das? In der heiße Quelle. In der Nase Pfütze. Ah, nicht schlecht. Da ist noch ein Apfel. Da ist ein, guck mal da. Wer sind dann ihr, hä? Ein stilles Mädchen? Alles in Ordnung? Du hast ja schöne Äpfelchen. Hast du das Essen von Thomas Hof gestohlen? Please don't tell. Ja, aber wer bist denn du? Please don't tell. Ja, dann sag mal doch, wer du bist, dass du ein armes Mädchen bist und ein armes Bursche und nichts zu essen haben. Und dann sag ich, okay. Fisch, Thomas Äpfel. Kinder, die sich im Wald verlaufen haben. Ja, na, ich im Wald verlauf. Please don't tell. Ich verrot euch sofort. Guck, wie ich renn. Thomas. Die Kinder waren's. Die haben da die Äpfel geklaut. Ich komm durch Busch und Gemüse. Renn ich, weil ich was weiß. Herr Lehrer, ich weiß was. Ich hab's genau gesehen. Der tut esse während dem Unterricht. Ich hab's gesehen. Herr Lehrer, aua. Ja. Herr Lehrer, machen Sie doch Platz für mich. Ich habe was Wichtiges zu sagen. Herr Lehrer, wo sind Sie dann? Herr Lehrer. Herr Lehrer, schlafen Sie schon? Mann, da geht aber früh ins Bett, hey. Okay, dann lese ich das so. Die Memoiren einer Kapitänin. Sag mal, hieß Clara nicht unser Kapitänin? Ich hoffe doch nicht. Alle fürchteten, ich würde auf meiner Expedition sterben. Mir war vage bewusst, dass das möglich sein würde, doch hatte ich keine richtige Vorstellung davon, was es heißen würde, zu sterben. Es hätte für mich damals keinen großen Unterschied gemacht. Ich hätte in Lindau bleiben können, ausgelaugt und ohne jedes Gefühl für das Schöne im Leben. Oder die Welt erkunden und dabei das Risiko eines Schiffsbruchs oder einer unheilbaren Krankheit eingehen können. Erst als ich viel älter geworden war, von der See gelernt und viele eifrige Jungspunde getroffen hatte, verstand ich die eigentliche Gefahr meiner damaligen ersten Reise. Ich sehe nun, warum alle beim Anblick meines Aufbruchs erstarrten. 2 meiner Crewmitglieder sind auf der Reise gestorben. Ich bin nach 4 Jahren nach Hause zurückgekehrt und nach gerade einmal einer Woche auf die nächste Reise aufgebrochen. Keine 3 Wochen später starb mein Onkel. Jetzt, wo ich weiß, wie er für mich gelitten hat, halte ich meine Abenteuer in noch besserer Erinnerung, um ihn zu ehren. Ich bereue die Reisen, zu denen ich aufgebrochen bin, nicht. Aber ich bin unendlich dankbar für die Unterstützung meiner Liebsten und die Möglichkeit, immer zu ihnen zurückkehren zu dürfen. Gar nicht nur so schlechtes Buch. Also für das Mädel, was halt unbedingt die See bereisen will, halt Armo aufzuzeichnen. Das ist halt, es kann halt auch gefährlich sein. So. Was auch gefährlich sein kann, dass ich immer noch nichts gefunden habe, wo ich hingehen kann, wo ich übernachten kann. Unten ist noch ein Haus. Ich gehe mal da runter. Boah, guck mal schon wieder ins Ruckelgebiet oder was? Boah, das wäre doch nicht die... Hä? Das kann doch auch mal nicht die Mühle sein. Scheinbar doch. Es ist wohl so. Quack, quack. Alles, was am Wasser steht.
Oh, voll die viele Fische. Alles, was am Wasser steht, ist ruckelig. So, gibt's so Tür. Bist du Tür? Ja, du bist ein Fenster. Ne, das ist ja nur eine Mühle, Haus. Macht wahrscheinlich nichts, außer das Ganze da das Rätsel zu drehen und, keine Ahnung, Mehl zu mahlen oder sowas. Oh, leuchtende Baum. Ach, das ist doch der leuchtende Baum. Das ist doch der leuchtende Baum. Oh, ist das Alt-Lindau da eben? Ah, guck mal, ich weiß, wo wir sind. Ich weiß, wo wir sind. Das da eben ist Alt-Lindau. Oder? Bin mir aber nicht sicher. Also, wacht. Großer Baum. Das ist so irgendwo. Ja, da irgendwo sind wir. So heiße Quelle. Versteckte Wälder. Thomashof, ja, da ungefähr sind wir, ja. Also heiße Quelle, war ich da schon drin. Südlich von Thomashof ist eine heiße Quelle. Ja, die müssen wir ja aber schon gewesen sind. Ach, war das die mit dem Opa drin? Man die da so genau angezeigt wird, das wird ja aber heißen, dass mir da oben irgendwo. Waren wir doch auch schon. Ganz da oben irgendwo. Da kriegen wir keine heiße Quelle eingezeichnet. Ja, seltsam. Seltensam, seltensam. Hier rennen wir ein bisschen weiter durchs Gebüsch. Sag mal, kann das sein, dass wir unser Boot nicht mitgenommen haben? Unser geiles Floß. Ach, übrigens, hier, ihr Leid. Hab ich was noch gelesen. Ach, guck mal, da ist die, wo immer angelt. Und zwar, hallo, diese Schnüre, die da überall gespannt sind. Natürlich kann man da an deine entlang rutsche. Da brauchst du halt so ein Gerät für. Und das Gerät gibt's beim Schmied zu kaufen in der Großstadt in Nava. Mit dem Schmied habe ich mich halt noch nicht wirklich befasst. Oh, ich muss schon wieder klettern. Weil ich eh immer klamm bin und kein Geld habe. Deswegen habe ich mich echt noch gar nicht mit dem Schmied befasst. So. Was ist denn das da? Oh, schon wieder. Ja, und dann können wir gleich mal gucken, ne? Heiße Quelle, huckt da der Opa drin? Ah ja, da huckt da der Opa. Hallo Opa. You should really consider staying here. You don't want those bones of yours to grow brittle. Brittle! Brittle! Brüchige Knochen! Also, ich bin jetzt südlich. Also, ich bin halt wirklich da unten. So. Und wenn ich da nur links gehe, komme ich an das Sandschnauze Strand. Und mein Floß ist irgendwie da oben. Ich würde halt jetzt, ne? Warte mal, wir kennen nur Lagerfeuer machen. Haben wir nicht gelernt, wie man Zelt baut? Wo steht da einer? Ach, das sind schon wieder die Holzdinger. Und das da ist in Thomasei Eisel, okay. Das ist eigentlich verzeihen, da kann ich doch drüber hupsen. Nee, warum nicht? Bin doch sportlich. Ab. So. Das stimmt jetzt nicht so viel. Eine Schranke, kein Zaun hält mich im Zaum. Und kein Baum. Ey, jetzt ist aber wieder gut hier mit dem Gebüsch. Ah, du hast schon wieder Zaun da ohne. Soll ich mich schon wieder da vorbei glitsche? Glitsch, glitsch. Glitsch, glitsch, glitsch. Oh shit, ich hänge fest. Oh, da ist ein Trepp. Ein Trepp war der Depp. Der Depp bin ich. Hallo. Ah, bist du gar nichts. Gedacht, ich kann da. Wir gehen mal daneben. Ah, okay, ich weiß, wo wir sind. So, jetzt versuchen wir gehen jetzt den Pfad da wieder hoch. Aber
Aber eigentlich will ich doch lieber gehen. Guck mal, da ist der Zaun fertig. Da ist viel schöner. Oi. Oi, okay. Ja, ja, also. Wenn ich schon nicht ein Maler wäre, ne, würde ich das Ding gerade malen. So. Ja, hopp, komm jetzt. Ausnahmsweise. So, guck. Oh, da haben wir alles drin, hey. Aber mal sowas von Sina, das ist mir eine Windmühle, wir haben eine Ruine, wir haben einen Mond, wir haben Stäh, alles drin. Ach Gottchen, ey. So. Oh no. Bin ich schon dann von da oben gekommen, dann will ich vielleicht doch den Weg da hochgehen. Ja, du Blödholz, kann ich nicht leiden. So. Wo war doch irgendwo... Da ist ja der Trampelpfad. Dann gehen wir jetzt halt hoch. Gehen wir mal gucken, wo es da hingeht. Ein Stückchen da nehme ich mit. Natürlich. Den Stoff da nehme ich mit, natürlich. Ja, ich habe gesehen, dass da so Pflanzen sind, aber ich will eigentlich jetzt nicht zu weit vom Weg abgehen. Ja. Vielleicht, hoppala, darf man die Pflanze da nicht mitnehmen. Aber, das sind schon wieder die Äpfel. Aber da stehen keine Schilder, also darf man sie hier wahrscheinlich mitnehmen, weil hier nicht so viel sind, verstehen ihr? Mal da nun, das sieht vielversprechend aus. Oh, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Da unten. Ne. Ne, vergessen es. Ich wollte gerade sagen, da unten ist mal angekommen. Ne, stimmt doch gar nicht. Ah ja. Ah, guck mal, wo wir sind. Holz. So über das Dingens kenne ich noch sehr gut. Boah, so voll die lange Brücke. Da müsste doch Dolz irgendwo unser Floß da so langsam sind. Ja, da habe ich das mitgenommen. Hier gibt's mal nix. Alter, was macht mein Floß da? Also das war doch mein Floß. Anderes gibt's so gar nicht hier. So, zack. So. Ich stelle natürlich war das mal Floß, ist das. So, jetzt pass auf. Ich glaube mir da noch ein bisschen was. Wie sind wir dann vorhin gegangen? Vorhin sind wir so hoch, ne? Wo ist ein Haus? Ja, ich würd sagen, wir tun uns jetzt noch ein bisschen hier umgucken, bevor es zu blöd wird. Guck mal, diesmal gehen wir. Da ist wieder der Bogen. Aha, wir sind da links gegangen. Jetzt gehen wir mal rechts. Übrigens, ich finde immer noch, dass das so ein schöner Bogen ist und dass ich dann eine Mole sollte. Aha. Dachte ich's mir doch. Es war also durchaus der richtige Bogen. Oh, der Name geht Weg entlang, oder? Nein. Es war durchaus der richtige Bogen, wo sie gesagt hat, sie will ein natürlicher Bogen haben. Ich habe nur wohl nicht ganz drin gehabt, oder war mein Bild zu schön? Sicher. Jo, wie gesagt, ne,
ich gucke mich jetzt erstmal noch ein bisschen um. Vielleicht finden wir irgendwann ein Gasthaus. Das wäre halt nicht schlecht. Mit so einem Schnellreisepunkt, das wäre voll praktisch. Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, wir kommen hier nur wieder an die Klippe, kann das sein? Ja. Okay, dann waren wir dort doch schon. Also wir brauchen, um dort großartig weiterzureisen, um dort zum Beispiel Nunna zu kommen, brauchen wir so ein Zipline, hieß das. Also so ein Ding, um die Schnur runter zu rutschen. Und die gibt's beim Schmied. Genug Geld müssten wir jetzt theoretisch haben. Wir waren ja gerade, wir waren ja immer klamm, bis wir uns mal die erste Angelleichte gekannt haben. Na, lieber Scholli, hey, das hat gedauert. Deswegen habe ich mich mit dem Schmied erst gar nicht weiter befasst, weil haben wir eh kein Geld, ne? Aber jetzt sind wir ja reich wie Scheich. Zeig mal her, wie reich sind wir dann? 141 Goldis, Sternis, Zenni, was weiß ich, wie man sie nennt. Alles Hammer. So. Jetzt nehmen wir noch ein bisschen mit. Wäre schon unredlich, das stehen zu lassen. Wir kennen da aber auch. Ne, ich habe jetzt keinen Bock so ganz da hinten an. Kennt einfach dort drumherum rennen. Und von der Mühle aus statte. Da müssen wir nicht so ewig übers Wasser tuckern. Also wir rennen schon mal in die richtige Richtung. Ja. Mal gucken, dass ich schon nicht runterfalle. Mal auf der Insel da eigentlich schon. Also ist das da? Ja klar, das ist der normale Rotwald, okay. Also wer die Brücke da gebaut hat, das sind, guck mal, da mit auf dem Fußweg kannst du so querbalken, das ist so auch schon. So. Gucken wir nochmal auf die Karte. Ihr dürfte jetzt ungefähr hier sind, also so, ne? So, da ein bisschen höher vielleicht. Okay, ja, dann würde ich sagen, wir gucken jetzt, dass wir dort drüber kommen. Noch im Rotforst, weil wir nämlich weiter runtergehen, dann haben wir es nur noch weiter, bis wir nah war. Also, ja, würde ich sagen, wir gehen da über an die Wassermühle, Dönse. Wer ist denn das? Nein, das Haus mit dem Wasserrad halt. Das wird höchstwahrscheinlich eine Mühle sein. So. Und schwimme dann von da aus mit dem Floß rüber und nehme das Floß diesmal auch gleich mit. So, wir kommen wieder in Ruckelgebiete, ihr Leid. So, ich hoffe, dass ich so einfach hinhauen kann. Da ist das Floß. Oh, komm mal her. Ihr bleibt bloß stehen, ne? So, ablegen. Tschucker, 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 tschucker. Ist das so Machflöße? War schon mal auf dem Druck, das hat genau so gemacht. So, hopp. Wir sind da. Hallo? Ich kann absteigen. Ah, okay. Los mitnehmen. Packen. So, jetzt guck ich mal erstmal da unten das Heisel an. Aber da. Das ist doch nicht die Apotheke, oder? Boah. Also vom Ruckle her kennst du das denn? Ja, natürlich ist es die Apotheke, hallo. Okay. Dann gucken wir mal, dass wir möglichst schnell aus dem Ruckelgebiet rauskommen. Und dann den Weg so hochgehe. Oh, die Froschis können auch schon aufzuquaken. Dass wir noch mal bei dem Mattwillow vorbeigehen? Ich glaube nicht, oder? Wir gucken uns mal noch was wir so an Quests haben noch. Ach ja, der Fusch.
Der Fusch, der war da irgendwo. Moment, ich muss erst mal weiter hoch. Ja, sorry, Leute, ich bin wieder verschleimt, ja. Weil wir haben früher Moin, ich bin erst aufgestanden quasi. Und dann ist das halt so bei mir. Bleibst du jetzt halt da? Ne, kommst du jetzt halt mit, heißt es. So, so irgendwie war das, gell, wo die gestanden hat. Ah, ist das sicher mehr. Irgendwo am Rand. Also die mit dem Ring jetzt, im Großväterchen, welche das noch? Also Arsch. Da ist sie doch, denke ich. Ja, da ist sie. Da ist ordentlich geangelt, hey, mein lieber Scholli. Hallo. You found me my ring, Ja, traveler. ich hab deinen Ring But you didn't gefunden. bring the old fish. Nee, ich bin doch kein Fischmörder. I suppose some folks would be upset to see that old fish gone. He's been around since before I was a young Ja, girl. siehst du, sag ich doch. I'm so glad just to be reunited with my wedding ring. Ich Thank weiß, you dass for die Fisch bringing it überhaupt back. will. Ich hätte ihn aber eh nicht zurückgebracht, wenn ich die Wahl hätte. Have a few glowstones. 30, dankeschön. And thank the great shade you survived. Ja. Überlebt? Das du wird mich umbringen? Well, it's hard to be sure. What a mean-spirited old fish. You ever hear the tale of how old Pops came to be so grumpy? No? You're in for a treat. Well, you see, there was one day old Pops swallowed a bitter frog. So he swallowed this frog, and the taste was so awful, old Pops started thrashing round something terrible. There was a boat nearby, and when old Pops leapt out of the water, he hit it hard. That boat was knocked over, and the captain was real upset. He was yelling and ended up harpooning the giant fish right in the side. Didn't you notice the lard gash on old Pops? So anyhows, old Pops has been bitter ever since. Can't believe you survived fetching my ring from him. That old Pops, he's got it out for us all. Ja, hopp. Da windet sich der Fisch in quasi Todesquale. Und also jetzt nicht, also ja, schon, ne? Also so, oh, Hilfe, das schmeckt, ist das ekelig. Und dann kriegt er noch ein Speer oder Harpune halt in den Bauch geworfen. Da wär ich auch ein bisschen grumpy. So, ich versuche, da ist er ja. Auf den Weg dort zu kommen. Ja, wir gehen jetzt, ja komm, wir machen das einfach so wie immer. Wir gehen den Weg entlang, bis ganz nach hinten. Da ist das Spichelgedönse und der Mattwillow. Wollen wir ja nicht mehr hier, haben wir gesagt. Den Stock nehmen wir aber mit. So, links rum. Ja, mir latsche jetzt nur Nava. Guck mal, dann ist die halbe Stunde schon wieder rum, hey, die angepeilt halbe Stunde. Oh, sind alle wieder, 4 Uhr sind ja schon bei der Arbeit. Ja, die Kie schon gegossen und die Saat schon gemolken, oder wie das heißt. Ja, komm her. So, da ist Nava. Nava also. Dann gehen wir jetzt sofort zum Schmied. Hat er überhaupt auf? Sollte mir jetzt mal ins Bett legen? Wir sind schon wieder irgendwie 3 da auf der Bay. Also ich meine, das hat in-game überhaupt keine Auswirkung. Du kannst doch 3000 Stunden auf der Bay sind. Ich mag das halt nur irgendwie, was ich mal schlafen lädt. Ja. Das ist schon wieder rummutzen. Ja, so. Das ist voll die Großstadt, welche da ist um 3 Uhr morgens ist doch noch ordentlich Party.
Hey, ihr Leid. Die Story, hey. Moment. Die Story, hey, als ich Dorfkind zum ersten Mal in der große Stadt war. Okay, das Moment. Hoppala. Das ist das Brot, das ist der Giftding. Weiter unten Mist. Ja. Und zwar, Moment. So. Ja, ihr solltet doch nicht mal Huste da mitkriegen, ne? Und zwar, ihr Leid. Trug es sich folgendermaßen zu. Ich, Dorfkind, wohne so 10, 15 Kilometer von der nächsten Stadt weg. Die Stadt ist auch relativ klein. Ich weiß gar nicht, wie viele Einwohner. Keine Ahnung. Und von da ist es wiederum 40 Kilometer bis zu der nächstgrößeren Stadt, die man dann auch schon eher kennt. Hat auch einen Fußballverein, also kennt man die. Aber wenn ich keine Ahnung von Fußball habe, egal. So. Aber das ist auch noch keine richtige Großstadt, aber darum geht's nicht. Ich bin dann mal mit dem Zug, wie alt war ich? 20 dort rum, 18, 20 so, im Zug nur Köln gefahren. Köln kennt man. Große Stadt, ne? Und da ich halt vorgehabt habe, dort den ganzen Tag zu bleiben, weil ich nämlich in die Spielhalle gegangen bin, also in eine Spielhalle, damals das Giga Center, ich weiß nicht, das gibt es wahrscheinlich nicht mehr. Eine Spielhalle im Sinne von, da stehen Automaten, Videospielautomaten, also Autorennen, was weiß ich was, Schießdinger, so Scheißdreck halt. Also nicht so Geld hinwerfen und dann drehen sich 3 Rädchen und es macht. Das ist so kacke, da verstehe ich nicht, das bin ich so dumm davor und zu geizig. Nee, was du halt angestanden hab, war damals noch der bisher einzige Tanzspielautomat. Da stand der Dance Dance Revolution. Oder war es Dancing Stage Euromix 2? Keine Ahnung, da stand Tanzautomat. So. Da wollte ich hin. Da bin ich hin, da habe ich gedanced. Ich glaube, da war ein Treffer von 4 Pfeile oder sowas. Das Ding ist halt, dass ich natürlich die Rückfahrt irgendwie um 5 Uhr morgens gemacht habe. Ich bin da irgendwie angekommen in Köln um 12 Uhr mittags dort rum und dann hatte ich Zeit bis um 5 Uhr morgens. Und natürlich nichts Hotel oder sowas. Wo kommen wir da hin? Hier bin ich viel zu dumm. Oh, Kätzle. Oh, es wird moins. 5:32 Uhr. Und war dann halt in der großen Stadt und hat dann halt irgendwann nichts mehr zu tun. Also das Giga Center hatte rund um die Uhr auf, soweit ich mich erinnere. Aber ja, irgendwann wollte ich mich dann halt auch mal hinsetzen. Moment, mir Kaffee jetzt. Good day. Guten Tag. Waren durchstöbern. Seilrutsche. 70 Zenni kaufe ich. Und das doch habe ich mal ja, weil ich kann, ne? So. Dido hat nur Stoff, gell? Glad to see. Waren ansehen. Hat die noch Stoff? Ne, das habe ich schon. So. Also bin ich dann halt. Alter, dem geht's immer noch dreckig. Dann bin ich halt. Wo war ich? Ja, so Gage 12, 1, 2 oder sowas. Noch ein bisschen. Das ist an der Ringe. Also das Gigasender, wo ich da drin war, das ist an der Ringe irgendwie, heißt das. Sowas weiß da nicht, was in Pirmasens, die nächste Stadt von uns, so gibt's nur die Berliner Ringe. Da ist gar nichts. Da bin ich halt rumgelaufen, morgens um 1 und ey, ich war komplett geflasht. Ich war halt zum ersten Mal um 1 Uhr morgens, muss man halt sagen, in einer Großstadt. Und zwar in einer Großstadt wahrscheinlich auch an den Orten, wo halt auch was los ist. Ja, es war, glaube ich, Freitag oder Samstag oder sowas, also es war irgendwie Wochenende. Aber es war 1 Uhr morgens oder 2 Uhr morgens und da war noch was los. Da sind noch Leute rumgelaufen, die sind, was weiß ich was, in den Dönerladen gegangen, haben sich einen Döner geholt oder irgendwie sowas. Während hier in Good Old Pirmasens, ja, um keine Ahnung, 6 oder 8, je nachdem, machen die Geschäfte zu. Also so gerade in der Fußgängerzone, schon gibt's so nicht viel. Und dann ist tote Hose, dann gibt's doch nichts mehr. Dann hast du Pech gehabt. So. Und in Köln da, 1 Uhr morgens, ist blühende Leben, da war mehr los wie in Pirmasens am besten Verkaufstag irgendwie.
Also da war ich schon total geflasht. Was mir irgendwie nicht so gefallen hat an Köln war, denkst du immer, oh ja, warte mal. So, ich habe wieder hier Krötewanderung im Hals. Du denkst schon immer, oh ja, große Stadt und alles schön und glänzend. Ich als Dorfkind. Mittlerweile bin ich auch schlauer geworden. Alles schön und glänzend und oh und super und große Stadt, ne? Und ich fahre halt so Köln, der Hauptbahnhof rein, mit dem Zug, ne? Und guck mal so die Häuser an. Und im ersten Moment habe ich mir gedacht, wow, das sieht aus wie Pirmasens, nur Gräser. Also ja, es sind halt, so wie überall, das sind halt Häuser, wo halt schon älter sind. Jetzt nicht in geschlagene Scheibe oder sowas, nee, aber halt, ja, wo halt schon nicht in den letzten 10 Jahren eingestrichen worden sind oder sowas, sondern ja, halt schon ein bisschen graue Wände oder sowas und alles in Ordnung soweit. Aber halt, ich habe halt wirklich gedacht, oder goldene Paläste und so. Welcome Geil. back. We've got plenty more patrons interested in your work. So, natürlicher Bogen. Ich gebe den ab. Ja, abgeben. Und eine Tiefmoor-Ruine gebe ich auch ab. So, guck mal da, habe ich wieder Schimmersteine gekriegt. Ich hole mal kleine neue, ne? Eine verschneite Berglandschaft. Ich will gerne Erinnerungen an meine Reise im Ausland. Ich hätte gerne etwas, das mich an diese Reise erinnert. Am liebsten in etwas Schnee. Weil ich während meiner Zeit in der Akademie... Okay. Die Universität wünscht eine künstlerische Abbildung der Eishöhle, die derzeit in der als letzter Meeresarten bekannten Gegend ausgegraben wird. Wir hätten gern eine. Ich hätte auch gern eine. Achso, eine. Wir hätten gern eine. Künstlerische Abbildung oder was? Oh fuck. Oh fuck, da will einer noch eine Windmühle haben. Und die Sternehöhle. Die Sternehöhle habe ich übrigens nur gelesen. Da war ich gar nicht so falsch dran, ne? Halt mal gerade was in. Noch 3 leere Flaschen. Habe ich eine volle Flasche? So, wir lehnen uns jetzt. Ne, wir gehen jetzt nicht ins Bett. Wir gehen jetzt an den Stadtausgang. Und dann beenden wir hier die Folge. Ich schon wieder, guck mal, so viel gelabert. So, wo waren wir? Ja, es war ein bisschen ernüchternd in der Großstadt für das kleine Dorfkind wie mich, ne? Weil es halt genauso ist wie eine kleine Stadt, nur Gräser. Aber es ist halt wirklich, also das Ding, also Köln hat sowas wie ein Nachtleben. Sowas kannte ich halt aus Pirmasens nicht. Wahnsinn. Jetzt muss man dazu sagen, ne? Dass ich eine introvertierte Person bin. Ich bin vielleicht schon mal aufgefallen, dass ich da mal ein Einzelspielerspiel spiele. Nee, dass ich bin gern unter Leid, ja, aber nicht mit Leute. Es ist nicht so, ne, also soziale Interaktion ist so, naja, geht halt, ne, mit Leid, wo ich kenne da so, alles klar, aber ich bin saugern allein oder hab gern mal Ruhe. Ich bin aber gern unter Leute, also in einem Raum, wo viele Leute sind, die aber nichts von mir wollen, die mich in Ruhe lassen, weißt du, so, das ist schon in Ordnung. Und deswegen war das eigentlich schon schön, so das Nachtleben, so rumgelaufen. Ich gehe nicht in Discos oder was weiß ich was, das ist alles nichts für mich. Aber so rumgelaufen und da waren halt Leute, die waren gut drauf, so, ne, war halt Wochenende so und oh ja, da schön, was weiß ich was. Hat doch keine Schlägerei oder was weiß ich was oder dumm Gelaber, was es irgendwie gibt, so alles in Ordnung soweit. Und sowas, so Nachtleben halt, ne, kannte ich halt einfach nicht. Das fand ich halt schon voll faszinierend so. Gibt's wahrscheinlich immer noch in Köln und gibt's wahrscheinlich immer noch nicht in Pirmasens. Ja, in Pirmasens gibt's sowas wie Nachtleben. Ich war notgedrungen Teil davon, weil ich wirklich gezwungen worden bin, jobmäßig. Aber das ist schon ein Unterschied. Ja, soweit dann jetzt mal zu der Folge. Wir haben so jetzt so Dingens so gehabt, falls ihr das aber alle Mitglieder in meinem Gelaber. Eine Seilrutschenrolle. Und die werden wir jetzt in der nächsten Folge benutzen. Da gehe ich nämlich da unten an den Turm. An den da. Denke ich. Und guck mal, ob ich damit auf den Baum rutschen kann. Da waren wir nämlich noch nicht. Ja, so habe ich das vor. Alle dann. So, ich will euch jetzt auch nicht nerven.
So, der Bauch krummelt. Und machen wir in der nächsten Folge weiter. Allerhaupt dann. Tschö, bis die nächste Folge, bis morgen sozusagen. Tschö.